Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Green Ray Gaming Let's Play Gunner 3. Aber komm, Level 3 können wir noch machen. Ich schneide es dann nachher auch zusammen, je nachdem wie lang das ist, weil Level 1 hat jetzt mir gefällt, dass ich erwartet hätte. Ich komme. Und Level 3 eben da, das sind jetzt die roten Mutanten, die sind so gut, die sind viel krasser, aber wenn man im richtigen Ort steht, da treffen sie einen nicht, weil sie können immer nur ein gewisse Ding kumpen. Da ist wieder ein Keimgang, jo. Das ist eine ganz geile Waffe. Ich mag das Leben nicht, dass sie sie noch haben. Ich kann nämlich durch die Wand schiessen. Ja, sie ist zwar extrem schwach, aber ich zeige es euch jetzt mal. Ich kann mit dem Gegner durch die Wand verletzen und sie können einem natürlich nicht durch die Wand. Was in dem Fall relativ sinnlos ist, weil ich einfach so machen kann. Und dann ist er auch tot und da jetzt nochmal ein Keimgang mit dem Flammenwerfer hinten dran. Ja, ich kenne mich da aus. Jetzt haben wir schon die ersten paar Waffen. Nein, 7. Das ist so wie Verbesserung von diesem. Aber auch mal. Mit dem MG ist recht krass, wenn man da hochkommt. Mit der relativ viel Schaden jetzt haben wir Glück gehabt. Nein, ich komme den Leben gar nicht noch holen. Die sind aber relativ krass. Da die muss man echt gar nicht besiegen, da kann man einfach durchlaufen. Wenn ich jetzt so nahe stehe, kann er nichts machen, weil der kommt einfach wieder in die Richtung. Oder er kommt immer im gleichen Abstand, also mit der Zeit kann man gut abschätzen, wie das er wird kommen. Da zum Beispiel kommt er immer auf den Nummer. Komm doch mal runter, du. Wenn ich so nahe stehe, kann er nichts machen. Und der Boss ist relativ deftig. Ich würde sagen, wenn ich den nicht schaffe, gehe ich mal schauen. Dann mache ich im nächsten Part weiter. Und wenn ich ihn schaffe, dann mache ich im nächsten Part weiter. Den kann man nur auf den Kopf schiessen und er kommt immer auf und macht relativ deftige Angriffe und kommt immer auf einen Uhr. Das ist relativ krass. Ich weiss immer noch nicht, wie man den am besten Schaden macht, weil so ist es mega riskant, weil wenn er wieder hochkommt, dann kommt er ja in mir, wenn es mir ganz am Anfang ist, das nimmt mega viel Schaden. Und wenn er auf einem hochkommt, gibt es noch viel mehr Schaden. So, das ist der nächste Schuss. Und da muss man jetzt halt recht lang durchhalten. Wenn man 2 Fehler macht, dann stirbt man. Und ab und zu treffen sie aber einfach so und ich gar nicht dafür. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, von dem mal, weil ich schon ein paar Fails gemacht habe. Und das ist jetzt krass. Und ja, und treffen wird nicht so besonders spannend, weil wenn ich eigentlich keinen Fehler mache und die Schüsse ab und zu nicht den Schuss mache. Dann geht jeder von denen 2 Schaden, also wenn er einen voll trifft mit allen, da habe ich gemeint, ja, wenn er keinen macht, stirbt er. So, der Boss ist halt schon ein bisschen krasser, möchte ich da safen. So, und da dazu würde ich jetzt sagen, gerade nochmal versuchen. Ich muss auch sonst noch etwas sagen, ich habe alles am Stück aufgenommen und keinen Timer gehabt, wie gesagt in den letzten 3 Parts. Und denke, das ist nie eine Viertelstunde und nachher ich möchte, dass es viel länger ist. Ja, auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt den Timer wieder vergessen. So, jetzt läuft er endlich. Und ich habe noch einen Speedrun versucht, das macht noch Fun. Das würde ich sicher nachher auch noch machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es dann natürlich versuchen, mit meinem Rekord zu brechen. Und wenn ihr es schafft, dann bringe ich euch nachher wieder, wahrscheinlich. Ja. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich das Game fertig durchgespielt habe, kann ich es entweder nur mit den Bonuswaffen, die es da gibt, durchspielen, oder einfach ihr sagt die Waffen, die ihr wollt. Ich zeige euch die alle Waffen. Und dann könnt ihr eine Waffe sagen und dann spiele ich es mit der durch. Ja. So. Und der ist die Waffe ist ganz praktisch für solche. Komm. So. Jetzt sind wir auch wieder los.
Und ich habe eine neue Taktik für den Level 3 Boss da. Anstatt dass ich von oben drauf schiesse, schiesse ich einfach so. Ja. So. Dann trifft man ihn einfach auch nur recht gut. Und ich habe herausgefunden, dass ich erst später drauf komme. Ja, ich habe es noch ein paar Mal ausprobiert, so zum Sagen. Weil ich es nicht geschafft habe, als ich das Let's Play aufgenommen habe zum zweiten Mal. Dann habe ich gedacht, das kann ich ja nicht zeigen, sonst, ja. Vor allem, ja. Also, nachher habe ich herausgefunden, dass der Boss eigentlich ganz einfach ist, wenn man es so macht. Ja. Ich hoffe, dass ich nicht schaffe. Nein, nein, nein. Das war jetzt nicht plan gewesen. Jetzt früh gegumpelt. Es gesagt, ich habe gemerkt, dass ich noch nicht geschossen habe, dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich doch noch schiessen. Dann, ja, jetzt nicht gelangt. Das Problem ist eben, ja genau so ist es. Schiesst dort hin, wo man gerade steht, nicht einfach am Boden. Ja, und das ist es ja schon gewesen. Ich würde sagen, anstatt dass... Ja, schöne Musik. Anstatt dass es so viele Parts einzeln gibt, was ein bisschen langweilig ist, mache ich jetzt gerade in dem Dings gerade noch Level 4. Falls ich es schaffe. Denn ich sehe, da hat so Dinger, so scharfe Spikes, oder wie man die soll nennen. Sobald wir anfangen zu laufen, kommen die in Bewegung und sind extrem schnell. Das heisst, man muss recht schnell sein und dann fange ich jetzt an und mache recht schnell. Wenn ich sehe, kommen die mir jetzt nachher. Und ja, ich demonstriere einmal so. Und die macht alles kaputt, also Gegner. So Versuch 2. Hui. Und da kann man jetzt unten und oben durch, aber... Ja, und da ist also... Das ist eine geile Waffe. So, das 4. Ach. Aber es hat mir ein bisschen Pech mit dem, wo ich das Ding kumpelt. Ich weiss, dass es mir jetzt zum lenkt, aber dann kann ich mal das Level mal ein bisschen zeigen. Genau. Ja, fast. So, Versuch 3. Ah, ich kann noch safe, aber egal. So. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Und da also. Mit dem da habe ich mir vorgestellt, dass er kumpelt. Ja, so. Was machst du da? Und dann habe ich mir vorgestellt, dass sie sterben. Das war jetzt glücklich. Und da ist immer am knäppigsten. Ah! Und das ist ein Freezer, der ist verdammt geil. Der führt die Leute ein. Jetzt kommt der zweite Teil vom Level, der extrem krass ist. So. Dann haben wir hier. Nein. Mit dem 9 kann man so Leute gefrieren, also nur die gegnerischen Agenten. Und das sind sie einfach mit einem Schuss gefroren. Und der hat so ein Schild. Und mit dieser Waffe ist das ganz einfach. Nein. Das ist viel einfacher als es ist. Nein, 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 nein. So, jetzt kommen da noch so rote Dinger. Und das Level ist das einzige, wo kein Boss hat, glaub's. Ja, außer das Bonus-Level. Nein. Das ist jetzt knapp gewesen. Ich glaube es ist schon der letzte Gegner. Ja, es ist ja voll easy gewesen. So, eigentlich könnte ich ein normales Level machen. Ja, mache ich auch, aber nicht in dem Part. Es ist ein Mini-Let's Play, aber so ein Mini-Let's Play. Mit so wenig Parts ist es jetzt auch nicht. Also, dann sieht man sich im nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Ciao zusammen. Peace.